Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Silent Hill F. Wir gehen gerade aus der Mittelschule raus. Und ich glaube, wir sind zumindest mal auf dem Weg zu Shu nach Hause. Das ist so der Plan gewesen. Wir wollten ja direkt zu Shu nach Hause. Ging nicht, weil Straße versperrt, voller Monster. Also sind wir über die Mittelschule gegangen. Und hier hat Shu uns alleine gelassen, während wir ein Nickerchen gemacht haben. Also gehen wir jetzt ohne ihn dahin. Kann ja nicht so schwer sein. So. Oha. Ei. Oha. Roter Nebel ist nicht gut. Kann ich euch jetzt schon sagen. Ei. Ja, da gehen wir nicht hin. Das ist eine schlechte Idee, ja. Ach nö. Das Nebelmonster ist wieder da. Oder auch nicht. Ja gut, das Nebelmonster war da. Oder es ist noch da, aber im Moment nicht hier oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber, dass ich jetzt mal in aller Ruhe diese Stufen hochgehen werde. Aber natürlich gucke ich mich vorher um. Guck, das gute Nebelmonster hat mir ein paar rote Kapseln dagelassen. Die werde ich garantiert nicht nehmen. Aber trotzdem danke. Keine Ahnung. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, genau. Das wird es gewesen sein. So, lass mich mal kurz Karte gucken. Aha, aha, aha. Nächste links ist eine kurze Bank zum Ausruhen. Wie sieht es waffenmäßig bei uns aus? Ja, könnte man da ein Schwert aufladen. Ich bleib mal hierbei, ja. Ich hoffe, dass ich irgendwie einen Baseballschläger oder, also mir wäre es ja am liebsten mal wieder ein Brecheisen. Brecheisen ist meine Lieblings-Nahkampfwaffe. Guck mal, da liegt Schokolade. Na, das finde ich gut. Einfach Schokolade vergessen. Tja. Hoffentlich ist es Rumtraube Nuss. Das ist meine Lieblingsschokolade. Bin aber auch nicht so der Schokoladenesser. Aber wenn, dann Rumtraube Nuss. Mit Betonung auf Rum. Rum muss sein. Auch wenn ich Rum sonst hasse und nicht trinken will. Aber in Schokolade zusammen mit Traube und Nuss ist es ein Genuss. So. Ja, okay, Mädel. Ist okay. Kannst dir das natürlich noch 5-mal sagen. Das macht es nicht mehr oder weniger wahr. Wissen wir halt nicht. Sehen wir dann. Was haben wir denn hier? Ein kleiner Ausguck mit einem Ramune und weiteren Taschen. Und hier haben wir nichts mehr. Aber wir gucken natürlich noch, ob jemand hinten dran was gelegt. Guck mal, da ist so eine Kiste, die man jetzt aufmachen kann. Ich habe mir immer gesehen, Tagebuch der Rache. Und dann in der Edo-Zeit wurde Ebisugaoka Zeuge eines weiteren Ereignisses, das den Glauben veränderte. Der Götterbaum, das Symbol ihrer Religion, wurde vom Blitz getroffen und brannte nieder. Zu dieser Zeit hatten die Ideologien des Tsukumogami-Glaubens, Gami ist, glaube ich, Gott oder so, bereits Wurzeln geschlagen und die Helligkeit wurde nun durch das Alter eines Gegenstandes bestimmt. Ach, die Heiligkeit, nicht die Helligkeit, sorry. Also die Heiligkeit wurde durch das Alter eines Gegenstandes bestimmt. Je älter, desto heiliger wahrscheinlich. Der Götterbaum wurde nicht angebetet, weil er den Wasserdrachen besiegt hatte. Vielmehr war er das älteste Objekt in der Gegend. Aha. Und so entschied man sich für ein neues göttliches Objekt, das den Platz des Baumes einnehmen sollte. Das nächste Ziel der Anbetung war die Inari-Statue. Die wurde wohl nicht vom Blitz getroffen. Es dauerte nicht lange, bis sich der Glaube an die Inari-Statue selbst entwickelte und sich mit dem Tsukumogami-Glauben vermischte, wodurch eine Glaubensmischung entstand, die in Ebisugaoka völlig einzigartig ist. In diesem Sinne hat die Kreuzung des Inari-Glaubens hier in Ebisugaoka kaum Ähnlichkeit mit dem Rest im von Japan praktizierten Glauben und kann mit einer erbärmlich oberflächlichen Geschichte aufwarten. Tja, ist doch aber eigentlich eine recht coole Geschichte, so, naja. Sogar dieser Wechsel der Götzenbilder wurde von den Priestern in eine epische göttliche Geschichte verwandelt. Dies ist der Unsinn, den sie sich ausgedacht haben. Aha, Moment.
So, Stimme geölt. Also, nachdem der Götterbaum vom Blitze zerstört wurde, ich höre auf so zu reden, verlor das Land seinen Wächter und der uralte böse Wasserdrache versuchte, aus seinem Schlaf zu erwachen. Als eine Familie gütiger Füchse von der Notlage der Stadt hörte, reiste sie weit aus dem Westen, um den Drachen erneut zu bezwingen. Der Glaube der Menschen an sie stärkte ihre Macht, aber ohne genügend Macht wird der Drache erneut erwachen. Also überzeugen sie jetzt die Einheimischen, sich dem neuen Gott Inari-sama hinzugeben. Wasserdrache, Götterbaum, Tsukumogami und jetzt Inari-sama. Diese erbärmlichen Menschen glauben, ihr Glaube habe eine 1000-jährige Geschichte und doch wurde er immer wieder verstümmelt, um ihren kleinlichen Bedürfnissen zu entsprechen. Der Mensch ist wirklich ein launisches Tier. Ein Inari-sama, da steigt meine Laune. So, sehr schön. Eine neue Emma. Okay, also eigentlich geht es ja jetzt auch nur hier hoch. Gut, so kann ich nicht viel falsch machen. Und dann gehen wir da hoch. Oben gibt es wieder was zu gucken. Und dann nach links, da ist auch wieder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Es gibt heute sehr viel zu gucken, wie man sieht. So. Da hinten ist ein Licht. Ach, das mag ich sehr, denn das heißt, da ist ein Schrein. Oh yeah. Heute ist ein guter Tag. Ich speichere erstmal, ja. Dann legen wir mal die Schokolade weg. Und der Ramune. Die Schokolade. Jawohl. Ist nicht viel. Wir müssen uns wieder vorarbeiten, aber wir können mal gucken. Wir haben ja ein Emma. Da können wir zumindest eins der beiden, Ausdauer oder Gesundheit, sobald wir genug Glaube haben, können wir dann voll aufpowern. Ich glaube, diesmal gehe ich auf Ausdauer oder Gesundheit. Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. So, jetzt pass auf. Ich höre doch da rechts. Der könnte überall sein hier. So, ich will aber auf jeden Fall da hinten hingehen. Da ist noch so ein Ding. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber da liegt... Oh, guck mal da, ein Yokan. Das nehme ich mit. Yokan. Also irgendwo ist so dieses Froschvieh. Aber wo? Das lassen wir erstmal Froschvieh sein und ich gebe mal das Yokan abgeben und speichern. Speichern habe ich vergessen. So. In den Schrein legen. Yokan. Ja, 30 Punkte sind 30 Punkte. Gespeichert wird auch. So, dann gucken wir mal. Okay, da links ist eine Hütte oder so. Ich lasse den da einfach mal rumschnüffeln. Und nein, ich renne hier nicht weg oder so. Denn wir rennen nicht vor etwas Unsterblichem davon. Das erregt seine Aufmerksamkeit. Und jetzt pass auf. Diese Puppe wird, sobald ich mich neben dem oder hinter dem Haus befinde, aufstehen und wird mich erschrecken machen, wenn ich ums Haus komme. Kündige ich jetzt an. Habe ich beim letzten Mal angekündigt und ich bin trotzdem erschrocken. Also wird es jetzt genauso sein. Was gibt's hier? Oh, das ist gut. Das gibt ordentlich Punkte. So, jetzt pass auf. Nein. Abhauen. So, ja, gut. So. Okay, hat funktioniert. Also ja, ich wusste, dass er kommt. Ich wusste, dass ich mich erschrecke, habe mich nicht erschrocken, habe mich dann doch erschrocken, weil ich beim Ausweichen irgendwo hängen geblieben bin. Also, alles läuft nach Plan. Was gibt's hier? Nix. Hat alles selbst gefressen. Kann man nichts heißen, kann man die nicht. So, also, waren wir da hinten auch. Okay. Wir haben getrocknetes Dingens gefunden. Soll man das nochmal schnell abgeben? Aber ja, ich meine, bringt ja nichts, wenn wir das jetzt abgeben. Oder doch, warte. Wie viele Gegenstände haben wir denn noch frei? Wir haben noch Platz für 4 Gegenstände.
So, ich muss jetzt halt eher ein bisschen aufpassen. Da oben ist er. Ich sehe dich. Ich speichere besser. Dann hüpft er mir gleich auf den Kopf und dann motze ich wieder rum. So. Also, den wollten wir reinlegen. 200 Punkte nur. Ich dachte, die geben 500. Ah, schade, schade. Komm. Speichern. Mal was können. So, jetzt aber. Wollen wir schnell... Nein, wir rennen nicht. Wir werden nicht rennen. Wir stellen uns dem Feind mit vorgestreckter Brust. Also... So, nicht ihr Ferkel, sondern mit hier, ohne Angst. Jetzt hört er sich an, als wäre er links. Ja, weil er rechts nicht sein kann. Ich muss aufpassen, also... Da oben ist er. Hä? Okay, da ist jetzt bestimmt was zum Aufheben. Ich drehe mich rum und er kommt. Nicht. Doch. Eine Axt. Axt oder Hammer? Das ist hier die Frage. Wir nehmen das Stahlrohr mit. Axt und Hammer. Ich nehme die Axt. Ich mag Äxte. Die macht ordentlich Schaden, weißt du? Moment. Ich kann da nach rechts irgendwo nach hinten gehen? Also, da hoch? Okay, da komme ich denn da hin? Ich höre auch den Frosch nimmer. Ich muss gucken, der klettert halt gerne, ne? Das ist ein Baumfrosch. Seltsame Notiz. An alle, die das finden, bitte sofort, hier ist, ich flehe dich, hilf. Ja. Ich habe Angst, dass wenn ich ihr den Rücken zudrehe... Okay. Ich habe Angst, dass wenn ich ihr den Rücken zudrehe, dass sie dann mich hinterrücks angreift oder einfach verschwindet. Kann ich da hinten dran gehen? Nee. Stand da mal was auf dem Schild? Weiß nicht, ich glaube nicht. Ich kann nichts erkennen. So, jetzt muss ich ja aufpassen, weil jetzt wird hier irgendwo eine sein. Und mich... Also jetzt ist der Frosch hier irgendwo und die Puppe da. Waren wir da vorhin schon? Ich glaube nicht. Oder? War da vorher schon? War da, okay, doch, da waren wir. War das schon immer ein Stein? Habe ich eben erst gesehen, dass das ein riesiger Stein ist. Oh, daneben geht es irgendwo hin. Und da hinten ist aber eine Sackgasse. Da gehen wir natürlich erstmal in die Sackgasse. Ah, ja, guck. Da gibt es auch was zu entdecken. Die Frage ist halt nur was. Nix. Wunderbar. Ich höre schon wieder Schritte. Ich höre den schon wieder irgendwo rum. Was ist denn da drüben? Da oben. Ich sehe dich, Bankert. Okay. Ich will da mich rechts umgucken. Ich will ihn aber eigentlich auch im Auge behalten. Das ist ein Verband, den lassen wir liegen. Oh, 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 oh. Ja, fuck. Komm mal her. Sie zuerst. Das ist die mit Blumen drauf. Die ist... Aua, die ist stärker, muss ich aufpassen. So, und jetzt pass auf. Also mein Plan ist ja folgender.
Sorry, ich konnte gerade, die braucht so ewig, wenn sie ausholt. Das ist Wahnsinn. Wahrscheinlich geht er jetzt mal schön Anlauf nehmen oder so. Okay, ich muss halt... Ich mag diese großen Hämmer nicht. Ich will da erst gucken gehen. Also so eine Axt und so ist gut und die macht halt wirklich Schaden, das ist ja schon wahr. Aber die sind so langsam. Die sind sogar noch langsamer, wie ich eben gesagt habe. Von daher mag ich die nicht so. Was ist hier? Und Kamm. Kamm gibt, glaube ich, 300 Punkte. Mit. Ich bin nur noch Punktesammler, also Glaubenspunkte. Ich bin Punktesammler, ja. So, erstmal gucken, wo ich hin muss. Ja, also eigentlich da halt einfach nur den Weg hoch. Aber da geht's jetzt gleich links irgendwo hin. Werden wir dann schon sehen, ne? So. Ab, komm. Komm, hast doch gut geschlafen, Mädel, oder? Dass der aber auch der Frosch noch nirgends zu sehen ist. So, ich würde da gern links hochgehen. Oh, da geht's aber nicht hoch, sehe ich. Da kann ich nachher runtergehen. Ja, guck. Da kann ich nachher runtergehen, aber jetzt nicht hoch. Gut, gut. Soll jetzt nicht sein. Aufpassen. Okay. Also. Auf dem Baum. Auf dem Baum. Komm mal runter da. Du nervst mich. Der weiß, was ihm blüht, wenn er zu mir runterkommt. So. Der weiß einfach, was ihm blüht. Moment, ich muss mir den Angelspot da angucken, aber ich glaube, da ist... Oh, da ist eine Ramune. Also wir gucken uns mal kurz die Karte an. Ich könnte hier drumherum gehen. Wie macht man das? Also ich glaube, dass wir dann am Schluss da oben, diese Treppe, darum geht's. Kann ich jetzt einfach... Ich gehe die Häuser entlang. Ich gehe hier links entlang. Aber guck mich natürlich gut um. Zum Beispiel da. Achso, das ist die Brücke darüber. Ist da irgendwie was Interessantes drauf? Ich sehe nichts. Wir gehen links rum erstmal, ja? Behalten hier alles gut im Auge. Ist so ein kleiner Schrein da hinten hin, siehst du? Ja? Guck mal da. Da oben steht er. Schnattert vor sich hin, weißt du? Hat gedacht, ich sehe sie nicht oder was? Ist mir schon klar. Nee. So, jetzt da oben auf ihn ein bisschen aufpassen. Der spuckt hier wieder vor sich hin. Ja. Komm runter, wenn du was willst, Junge. Okay, wir sind jetzt wirklich schon komplett drumherum gegangen. Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock, zu ihm hochzugehen. Er kommt. Er kommt nicht. Dann mache ich dich mit einem kleinen Schleigen platt. Ist mir egal. So. Ja, wenn wir schon mal da sind, gucke ich mich hier oben jetzt auch um. Ne? Ich will schon noch unten weiter gucken.
Sitzt der Frosch oben drauf? Mhm. So. Also ist hier eine Treppe? Nee, bin ich denn hergekommen? Da unten. Also ich muss hier irgendwo runtergehen? Da. Ich will da ganz außen rum. Ich will mir alles genau angucken, weil vielleicht übersehe ich wieder Sachen. Ich brauche Glauben. Ich brauche Glauben. Ist halt einfach so. Ich brauche Material, das ich dann eintauschen kann. So. Und deshalb gucken wir uns hier so richtig genau um. Okay, hier rum geht. Ah, guck mal da. Wirkliches Wasser, das kann ich eintauschen. Hier geht es nicht weiter. Da ist aber auch, ich glaube, da ist der Schulweg oder was? Ja gut, da ist halt eingestürzt, da geht es halt nicht weiter. Also zurückrennen wird ja, das werde ich ja wohl noch dürfen. Warte mal da. Da, okay. Ist klar. So. Ja, hier dahin. Und jetzt wieder vorsichtig, Augen auf, ob hier nicht irgendwo etwas herumliegt. Gut zu Tee. Ah, siehst du? Wir müssten eigentlich Zeug loswerden, ja. Tja. Wollen wir noch mal schnell zurückrennen und mal unser ganzes aufgesammeltes Zeug loswerden? Wo kommt man denn da hin? Haben wir da unten? Ich glaube nicht, oder? Ein bisschen schneller, komm. Noch ein bisschen zu langsam. Ach, das ist die andere Seite. Was gibt's hier? Werkzeugsatz kann ich mitnehmen. Da habe ich jetzt einen zweiten Stack. Weißt du was? Wenn ich mir meine Waffe so angucke, ich könnte ja mal eine Waffe reparieren. Immerhin, halb voll. So. Nicht, dass ich so viel benutzen werde, aber wenn es hart auf hart kommt, soll sie zumindest okay sein, ja? Sind wir noch richtig? Alter, der Schrein ist ganz da unten zum... Eigentlich will ich so weit nicht runter. Ja, komm, wir rennen jetzt noch einmal hier um den Bach. Um Teich. So, jetzt sind wir einmal drumherum gerannt. Okay. Jetzt gehen wir richtig hoch und gucken uns dann weiter oben um. So rum wollten wir eigentlich gehen. Oder da hinten waren wir, ja genau. Da hinten ging es nicht weiter. Das heißt, ich muss jetzt da hoch und dann nach ja, links normalerweise. Ja. So, jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Fremdes Gebiet. Da war ja nichts außer ein Gerumpel. Kann ich da durchgehen? Nee. Liegt da irgendwer? Nein, auch nicht. Ich muss aufpassen. Der Frosch. Der Frosch ist immer noch nicht da. Kommt man denn hier hin? Also ich gehe hier schön außen rum. Ich gehe hier nicht unter der Brücke. Das scheint eine Abkürzung zu sein. Da könnte ich dann direkt darüber. Aber nö, so kommen wir auch hin. Ich bräuchte halt einen Schrein. Ich meine, ich habe noch genug Kleinkrams, das ich habe, was ich zur Not spenden könnte, wo irgendwie so 10 oder so Glaubenspunkte wert ist. Aber muss ja nicht sein. Rechts oder links? Ja, links. Links scheint mir eine Sackgasse zu sein. Irgendwie. Ah, das ist das, glaube ich, was ich vorhin von oben gesehen habe, ja. Mach mal schon mal auf, oder? Und guck mal, ob hinterm Haus irgendwas liegt. Was soll das? Warum? Hörst du mich?
Stör mich nicht. Echt jetzt? Wenn ich mich hier umgucken will. Ja, ich weiß. So, ich will da natürlich nicht runterhüpfen, aber schön, dass es geht. Danke. Okay, da oben scheint es eh nicht weiterzugehen. Gibt's hier irgendwas? Nee. So, hier ist zu. Hat sich das dann auch erledigt, ja? Außer, dass ich meine Waffe ein bisschen mehr kaputt gemacht habe. Ja, ich könnte sie reparieren. Ich habe noch 4 Kits. Komm, machen wir. Machen wir. Man weiß, wann es die nächste gibt. Ja. So, wir gehen jetzt da oben ans Haus. Ich wollte gerade sagen, über die Brücke, wo man nicht drunter durchgehen wollte. Boah, nicht hier auf der Brücke. Das wäre richtig fies. Bleib bloß weg, wo auch immer du bist. So nicht. So, dasselbe gilt auch für die da drüben. Bam. Hier haben wir mal weggeext, oder? Ich höre ihn doch. Das Hackebeil ist auch schon fast platt. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Ich will mich hier aber in Ruhe umgucken, weißt du? Und da kann ich keine störenden Monster gebrauchen. Echt nicht. Da hinten waren wir noch nicht. Rechts jetzt müsste die Brücke sein. Ja, da wären wir normal drunter durchgegangen. Was ist da? Wieso haben die Lätzchen an? Oh, Higashi. Higashi ist in Ordnung, die lassen sich stacken. Wieso haben denn die Lätzchen an? Das ist ja witzig. Sollen wir auch mal über die Brücke gehen? Oh, komm, wir gehen mal über die Brücke. Aber da waren wir doch schon, oder? Ah, nee. Ah, wo? Lass das. Ich mag das nicht. Müssen wir verwenden. Bringt halt nur leider nicht so viel. Okay, lass mich doch jetzt mal gucken, was das da ist. Lassen wir liegen. Obwohl, wie viele Verbände haben wir? 5. Einer geht noch. Einer geht noch. So, und unten rumgegangen sind wir aber schon. Also jetzt kann ich eigentlich hier, ne? Da nach rechts gehen. Wir sind auch schon oben rumgegangen, okay. Ich will nicht... Unter der Brücke liegt vielleicht was, aber ja, komm. Das lassen wir jetzt hoch. Wo sind wir denn hier? Krass. Und Werkzeugsatz. Oh yeah. Mitnehmen, mitnehmen. Mhm. Zu euch komme ich gleich, Mädels. So, jetzt was ist das? Yokan. Ich will mich hier so gut umgucken, wie es geht. So, da ist eine Drahttür. Jeder weiß, Maschendrahtzaun hält Nebel ab, weiß jeder. Was gibt's hier? Kann ich da irgendwie... Karte von Sugisato. Danke, habe ich doch... Ah, haha. Yeses. Da habe ich ja ordentlich noch ein Stück vor mir.
Da habe ich ja noch ein Stück vor mir. Da sind Pillen. Was ist das da? Findet sich nicht ohne Schlüssel. Das ist schlecht. Okay, kriege ich jetzt auch so eingezeichnet. Dann müssen wir wohl doch hoch. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf die zwei da. Da rennen wir jetzt halt durch. Wo sind wir denn? Ja, oh, guck mal, die sind sogar eingezeichnet. Wir rennen da jetzt halt durch bis da oben an das Dingens da. Ich habe keinen Bock auf die zwei. Ernsthaft jetzt. Ja, genau das meine ich. Ah. Moment, die sind nicht aufgestanden? Und der Frosch steht auch nur blöde rum? Okay. Ich gucke. Okay. Was ist das da? Keine Ahnung, aber du bleibst liegen, ja? Okay. Links oder rechts dabei? Wir gehen so rum. Das ist mir gerade nicht so geheuer hier. Das ist mir gerade nicht so geheuer. Es ist immer schlecht, wenn etwas so still ist. Es ist immer schlecht. Irgendeine wird aufstehen, wird mich erschrecken. So. Links rum oder rechts rum? Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. So, jetzt ich renn. Ah! Spring. Die kommt ja bestimmt nicht nach. Die kann bestimmt nicht springen. Bitte nicht springen können. So, okay. Da ist ein Schrein. So. Erstmal Sachen weglegen. Ramune, einmal göttliches Wasser, einmal Kutsu-Tee, ein Yokan, 2 Higashi. Oh, die sind sogar richtig teuer, die Higashi. So. Okay, oh krass, 660 Punkte, noch 1000, ja, noch 700. Einmal speichern. So, mal gucken, ob wir es heute noch zu Schuh nach Hause schaffen. Was ist das? Eine Brechstange. Yeah. Gut, die nehme ich auf jeden Fall mit. Nein, die nehme ich... Da ist die Tür offen? Ich wollte sagen, die nehme ich auf jeden Fall mit, aber da drin, ich renne jetzt noch mit der rum, mache noch ein paar Gegner platt, wenn noch Gegner kommen. Und dann nehme ich sie eventuell mit, ja? Ja. Das ist eine gute Idee. Ich werde da drin ein bisschen was aufzuräumen haben. Aha. Aha. Sehr gut. Gibt's hier noch was? Nee. Gut. Jetzt aufpassen, nicht, dass da jetzt schon einer rausgeht. Also gehe ich jetzt wirklich durch die Tür. Dann mache ich einen Überraschungsangriff. Ich gehe von hinten rein, da sehe ich sie besser. Und... Nee, wir nehmen die Stange da. Wer von euch steht auf? Keine? Was ist das? Metalltorschlüssel. Ein Metallschlüssel, mit dem das Metalltor in den Bergen geöffnet werden kann. Sorry. Komm her, wenn du was willst, Junge. Ah. Ja, Alter, echt jetzt. Alter, das ist einfach nur gemein, was du da machst. Das ist einfach nur gemein. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Die ich jetzt hier im Eck stecke. Er ist doch da draußen noch.
Ja, ich weiß, dass ich rauskommen soll. Der will nicht, dass ich rauskomme zum Kämpfen. Oh, komm. Der will, dass ich mich irgendwo feststecken lasse, weißt du? Das will er, der Depp. Alter. Du kannst hier nicht kämpfen. Komm, raus. Du Scharlatan, du. Echt jetzt. Du Scharlatan. Echt jetzt. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool gewesen gerade. Wirklich nicht. Also einfach, du kannst da drin nicht kämpfen. Ist egal. So. Mädels, wie sieht's mit euch aus? Will da noch... waren das nicht 3? Ah, es sind noch 3. Will da noch wer? Seltsame Notiz. Meine Zuflucht ist noch unvollständig. Ich bin einsam. So einsam. Es fühlt sich an, als würde ich erfrieren. Ich muss mehr Frauen um mich sammeln. Mehr. Aber selbst wenn ich das tue, gehen sie alle weg. Ich sammle immer mehr, aber sie sterben alle. Mami, warum hast du mich ganz allein gelassen? Ich bin einsam. So einsam. Es fühlt sich an, als würde ich erfrieren. Ich muss mehr Frauen um mich sammeln, mehr. Aber selbst wenn ich das tue, dann gehen sie alle weg. Okay, das ist wirklich eine sehr seltsame Notiz. Oh, Omamori, Ziege. Erleide weniger Schaden, wenn du mehreren Gegnern gegenüberstehst. Variiert mit der Anzahl der Gruppe. Ja, glaube ich auch. Sorry. So. Keine Angst, ich vergesse nicht. Oh, da unten muss ich noch hingehen. So. Oh, es gibt 500 Punkte. Oh, guck mal, da haben wir ja schon fast alles, was wir brauchen. Ja, noch 150 Punkte. Die könnte ich mir jetzt holen, aber... Lass mal. So. Ich nehme die jetzt halt mit. So. Ich hätte vielleicht die Brechstange statt das Messer nehmen können, aber jetzt ist es egal. So, ich gehe hier auch schon mal das Holz da wegmachen. Sieht aus, als könnte da... Aber jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass wieder irgendwo jetzt eine angerannt kommt. Nee. So, da könnte ich runter. Ja, da will ich aber nicht runter. Gut. So. Speichern will ich noch. Okay. So, jetzt lass mal kurz Karte gucken. Also, da bin ich runtergekommen. Ach so, wo ist denn das Tor? Da unten. Ja, aber da komme ich ja jetzt nicht mehr hoch. Oder kann ich... Ach so, ja, ich kann jetzt da runterhüpfen. Ach so. Ja, ich kann jetzt da runterhüpfen, dann einfach da hochrennen ans Tor. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Okay, da geht's nicht weiter. Schade. Ich erinnere mich. Ich werde jetzt verfolgt werden. Und ich werde jetzt nicht in Panik ausbrechen, werde ich definitiv. Also. Und zwar muss ich dahin. Das heißt, links, links, links. Links? Keine Ahnung. Ja, das machen wir unterwegs. So, jetzt pass auf, da kommt jetzt 100 Pro gleich das Nebelmonster irgendwo. Guck, ich hab's gewusst. So, jetzt rennen wir. Also, ich muss mich mehr oder weniger immer links halten, das weiß ich noch. Pass auf. Wo bin ich gerade? Hier, ja. Und hänge fest, weil ich so nah an den Blumen war. Ich depp. Bin ich noch links? Okay, über die Brücke drüber, alles klar. Links, wo bin ich? So, jetzt nach rechts. Nach rechts den Berg hoch.
Ich lass mich hier nicht hetzen. Ich nehme mir meine Zeit. Ich bin beim ersten Mal, hat er mich ganz böse gehetzt. Also weiter geradeaus und dann nach links. Ja, ich weiß, dass da Leute kommen. So, warten. Jetzt wieder nach links da oben. Unter der Brücke durch. Unter der Brücke nicht durch. Einfach den Weg entlang gehen, nächste rechts. Weg entlang gehen, so, nächste rechts, das wäre hier. Da ein bisschen warten. Ah, Kacke. So, da entlang rennen. Alles klar. So, jetzt kann man eigentlich nicht mehr viel falsch machen. Außer jetzt bei dem da reinrennen und weg sind. Ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich. So, und das ist der heilige Maschendrahtzaun, wo kein Nebel durchkommt. Der ist der wichtigste Maschendrahtzaun vom ganzen Spiel. So. Oh. Hey, ich bin richtig, richtig stolz auf mich. Dass ich das geschafft habe. Ich neige zur Panik. Habt ihr vielleicht mitgekriegt. Auch wenn es nicht sein muss. Wollt ihr mich verarschen oder was? Wieso ist denn das jetzt schon wieder da? Ich habe mich hier noch gar nicht gescheit umgeguckt. So. Ich schätze mal, ich muss da oben hin. Also, links. Da durch. Mach mal diese große Waffe weg. Sorry. Und jetzt rennen. Ich weiß nicht wohin. Aha, dahin. Nee, da kommt daher. Okay, dahin. Huch, gut, ne. Stöhn doch nicht so, ist ja eklig. Ja. Das ist sehr gemein jetzt, weil ich nämlich hinter mir auch noch Leute... Oh ja, da bin ich sicher. So, da ist nämlich jetzt wirklich ein Schutzwall. Das weiß ich noch. Besser als ein Maschendrahtzaun. Besser als ein Maschendrahtzaun. Gut. Ich hoffe doch. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt runtergehe, kann ich jetzt in aller Ruhe alles inspizieren, aber nicht... ich habe irgendwas noch gefunden unterwegs, gell? Arare. Ein Higashi. Hab ich mir noch mitgenommen. Ja, komm. Kann man alles brauchen. Guck mal da. Also hier geht's wohl weiter, aber da oben auch. Speichern und dann unten nochmal in aller Ruhe umgucken. Weil, soweit ich weiß, ist das Nebelmonster, hat jetzt keinen Bock mehr. Er ist jetzt nicht mehr da. Aber die Gegner schon noch, glaube ich. So, ich will mich hier jetzt nämlich in aller Ruhe wirklich umgucken. Das habe ich, glaube ich, vom ersten Durchgang nicht gemacht. Weil wenn ich hier schon mal gejagt werde... Gute Frage, nächste Frage. Ist mir eigentlich auch egal, wo es hin ist. Hauptsache, es ist weg. Und ich will jetzt noch ein paar Items sammeln. Ich brauche nicht mehr viel. So, da unten ist irgendwie wieder ein Schrein oder so. Ja, da ist einer. Er hat schon wieder ein Lätzchen an, weißt du? Gibt's da irgendwas? Nö. Schade. Ah, okay. Ich komme hier nicht weiter. Kein Ding. Kriege ich das nicht angezeigt hier? Geschlossen? Road closed oder so?
Okay, siehst du, da kann ich gar nicht mal so viel zurückgehen hier. Es geht hier halt einfach nicht weiter, ja. Ah, da kann ich aber drunter durch, oder? Nee. Da ist ja Efeu drauf. Das geht natürlich nicht. Ja gut. Soll keiner sagen, ich hab's nicht versucht. Ging halt nicht. Noch so ein blöder Lätzchen Fuchs. Dann gibt's hier... Oh. Ah. Quatsch. So. Guck. Also nach rechts geht's wohl dann zu Schuh nach Hause. Da müssen wir ja hin. Links gibt's aber noch was. Und zwar glaube ich, dass da der Baum ist, soweit ich mich erinnere. Der heilige Baum, wo dann der Blitz eingeschlagen hat. Da sollte der Baum mit den Messern sein. So. Ach, ja, Sakukos alter Schrein, okay. Da. Forschungstagebuch Foto Nummer 4. Ein Foto, das einem Forschungstagebuch beigefügt ist. Es scheint sich um einen Hinweis zu handeln, den ein Forscher bei der Untersuchung der Folklore von Ebisu-Gaoka gesammelt hat. Da ist eine Laterne zu sehen, ganz vorne links und hinten der Holzzaun. Es ist also, ich glaube, das ist auch eine Mauer. Also das ist nicht ein Holzzaun, sondern eine Holztür neben einer Mauer. Okay. So. Legende vom Heiligen Schwert. Die besiegten Soldaten brauchten einen Ort, an dem sie sich verstecken konnten, um der Verfolgung durch die feindliche Armee zu entgehen. Sie konnten mit niemandem aus den umliegenden Siedlungen in Kontakt treten und hatten daher keine Möglichkeit, neue Waffen zu kaufen. Dies zwang sie, mit dem auszukommen, was sie bereits hatten, und führte zu einer Kultur, in der Werkzeuge so lange wie möglich verwendet wurden. Der respektvolle Umgang mit alten Werkzeugen und die Wiederverwendung kaputter oder nicht mehr benötigter Werkzeuge galt als Tugend und wurde Kishu genannt. Man glaubte, dass sowohl das Werkzeug als auch der Gott, dem es geopfert wurde, erfreut werden, wenn ein Werkzeug das Ende seiner Lebensdauer erreicht und zur Ruhe gelegt wird. Eindeutig eine Tradition, die aus der Not heraus in einem versteckten Dorf besiegter Soldaten geboren wurde. Finde ich ähnlich. So, aber war noch nicht alles. Wir gucken uns noch ein bisschen um. Gibt es da oben etwas zu gucken? Da ist eine Kiste. Nee, aber das ist dann so das Wohnhaus oder der Schrein oder ich kenne mich da nicht aus. Ist auch ein bisschen kleiner als Wohnhaus. Das wäre ja hier so eine Mini-Wohnungshausgedönse. Oh, göttliches Wasser nehmen wir mit. Ein Felsen mit Gürtel. Hier liegt noch was. Ah, das ist ein Gürtel. Ach, sehr schön. Also jetzt reicht's. Dankeschön, danke. Jetzt reicht's auf jeden Fall für einmal Aufwertung. So. Sorry. Ich höre doch hier irgendwas. これがご神木朽ちているけどかつては立派だったんだろうね。 Ich höre hier Glockengebimmel. お地蔵さん、誰かが前掛けをかけたんだ。 Ach so, da hinten. Ja, den Füchsen binden sie auch Schale um. Warum auch immer. Also hochgehen kann ich nicht hier. Die will hier nicht auf die Stufe gehen. Vielleicht zu hoch. Das ist keine deutsche Norm. Ja gut. Ich höre hier halt so Glockengebimmel und sehe keine Glöckchen. Aber das ist bestimmt heilige Glockengebimmel. Oder so. So. Dann gehen wir mal da runter. Ist schon schneller, danke. Aber ja, okay, vielleicht doch vorsichtig sein. Wobei es sind Steintreppen, das geht noch. Ich höre überall Geräusche. Ich habe hier im Wald so Treppen quasi aus Waldboden und Wurzeln. Es ist eine Pracht, die zu laufen. Das Hochlaufen geht noch, aber runterlaufen ist, ja,
Das willst du eigentlich nicht. Also vor allen Dingen nicht, wenn es ein bisschen dunkel ist oder wenn es der Boden feucht ist. Oder dunkel und feucht. Beides nicht so mega. So, lass mal gucken, wo war denn da unten war der Schrein. Genau. Dann haben wir hier ja quasi alles. So, jetzt so erstmal ein paar Sachen reinlegen. Göttliches Wasser, Schokolade, getrockneter Kadaver, alles kommt weg. 300 Punkte, 1970. So, was nehmen wir denn? Nehmen wir Gesundheit oder nehmen wir Ausdauer? Ich bin dieses Mal für Gesundheit. So. Ich kann dann nochmal aufwerten. Ich dachte, dann wäre fertig. Ja, okay. Okay, ja, ja. Gut. Halt. Speichern, speichern, speichern. So, speichern, speichern, speichern. Und weiter geht unsere schöne Wanderung. Ich glaube zu hoffen, dass jetzt hier keine Monster mehr kommen. Kein Nebelmonster, so rum. Wir gehen jetzt mehr oder weniger zu Shus Wohnung. Ich wusste gar nicht, dass der... Guck mal da. Haben wir das nicht vorhin gesehen? Ja klar, guck, das haben wir vorhin gesehen. So. Das Zeichen für Hi, Feuer, ist schwach in den Steinsockel eingraviert. Ah. Okay. Okay, also, wo wir die Opfergabe finden. So. Ich glaube nämlich, dass das Haus, was wir gerade gesehen haben, das war Shus Haus. Da ist ja nebendran so eine Hütte, so eine kleine. So eine Geräteschuppen, sowas. Ich glaube, dass wir da gucken müssen. So. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ja, schon, aber es geht ja wieder bergunter. Ich dachte, wir müssen immer hochgehen zu ihm. Sind wir noch auf dem Weg? Ja. Sorry, ich bin hier komplett verwirrt. Also meinem Gefühl nach müssten wir eigentlich schon nach oben gehen, statt nach unten. Aber schon in Ordnung. Okay, hier geht's nicht weiter, ja. Sieht man. Dann bleibt uns... Huch. Das da alles. Ja, ist egal, was es ist, ich komme nicht hin. Fertig. Kann ich mir nachher Gedanken machen. Oh. Ja, die roten Blumen sind hier, hat sie auch gerade bemerkt. So, suche Schuh. War klar? War klar, ja? Ich gehe mal da außen rum. Die Musik macht's nicht besser, danke, Akira Yamaoka. Ich mag dich gerade sehr. Aibo, watashi da. Yes. Ja. Sounddesign haben sie drauf, danke. Das ist hier gerade wieder schön Silent Hill. Es passiert nix. Es ist kein Gegner in Sicht. Aber alleine vom Sounddesign und die Atmosphäre gerade. Wenn jetzt ich noch meine Kusche halten würde und nicht dauernd reinplappern würde, dann wäre das noch viel gruseliger. Aber wenn ich aufhöre zu labern, dann gruselt es mich ein bisschen mehr. Da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Ich sag, wie es ist. So, die Tür. Pass auf, da irgendwo war... Da ist der Topf. Kaputte Hibachi-Kohlenpfanne, okay. Dieser Kohleofen wurde mit Kohlen gefüllt, um sich zu wärmen. Zumindest bis er durch den großen Riss zerstört wurde. Das ist das Ding, was wir suchen. Wir gehen erst zurück. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch eine Zwischensequenz kommt. Nicht, dass wir danach
keine Chance mehr haben. Es ist ja nicht weit. Ich muss trotzdem aufpassen, nicht, dass da wirklich jetzt jemand kommt oder so. Oh, die Musik, hey. Die Musik. So, das war... War das nicht hier? Ah ne, es war da oben, okay. Eigentlich renne ich nur vor der Musik weg, ganz ehrlich. Die macht mich gerade fertig. Da, guck, so Treppen, weißt du, aus Wurzeln und so. Sowas habe ich im Wald. Und die sind halt, die sind furchtbar. Furchtbar. Ja, natürlich haben wir auch so Felsentreppen. Das haben wir natürlich auch. Wo halt auch Moos drauf wächst. Das heißt, wenn die dann noch nass werden, es ist eine wahre Pracht. So, was gibt's hier? Kaputte Hibachi. Aha. Eintrag aktualisiert. Es hat ja auch gebimmelt. Ich habe in den Bergen eine beschädigte Chiso-Statue gefunden. Das Schriftzeichen für Hi, Feuer, ist in den Steinsockel eingraviert. Es ist nur noch undeutlich zu erkennen. Ich frage mich, was passieren wird, wenn ich ihm etwas als Opfer darbiete, das mit diesem Schriftzeichen in Verbindung steht. Ach, deshalb Feuer, okay. Ich glaube, da war etwas in dem geheimen Versteck, das Shu und ich benutzen. Aha. Als ich den Gegenstand darbot, hörte ich das beruhigende Glockengeläut. Das sollte reichen. Ah ja, das ist dieses Ding, was wir gefunden haben dazu. So, mal gucken, was haben wir denn sonst noch Neues gekriegt? Erinnerungen. Nimm keine Erinnerung an das, was geschehen ist, über diesen Punkt hinaus mit. Ach, das war zu Shu. Ja, okay. Und hier Licht. Ja, auch das. Wussten wir alles. Komm, ja, guck mal, haben wir noch irgendwie... Wir haben hier was Neues bei Ausrüstung. Huch, Moment. Hier. So. Informationen Sensuki. Was gibt's denn da Neues? Die Welt der Gläubigen und das Reich der Götter sind nicht unempfindlich gegenüber Veränderungen. Egal wie sehr ein Gott verehrt wird, seine Gläubigen können sich entscheiden, an einen anderen Gott zu glauben, oder es könnte sich als unmöglich erweisen, seine ursprüngliche Form beizubehalten. Der Tsukumogami-Glaube, bei dem man alte Dinge verehrte, wandelte sich zum Inari-Glauben, als die moosbedeckte Inari-Statue das Objekt der Verehrung wurde. Ja, weil der Blitz in den Baum angeschlagen hat. Vorher war der Baum das heiligste Ding. Und dann so, ja, der Baum ist putt, nehmen wir die Statue. Ich bin mir sicher, dass die Mischung aus Inari-Glauben und Tsukumogami-Glauben nur einer von vielen Fällen ist. Und wenn 100 Jahre vergangen sind, wer weiß, die Tanuki-Statuen von Shigaraki könnten das nächste Objekt der Verehrung werden. Gut. So, vergessener Schrein. Sakugos Traum ist es, diesen Schrein wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen. Aber ist das überhaupt möglich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ältesten der Stadt den ganzen Weg hinaufklettern. Ja, durch diese Wurzeltreppen, Früher haben die Leute hier die 1000-jährige Zeder angebetet. Heute beten sie zu den Inari-Statuen. Ich fange an zu glauben, dass vielleicht wir Menschen mehr Macht haben als irgendein verehrter Gott, weil wir selbst entscheiden können, welchen Gott wir anbeten. So. Was haben wir denn hier? Das sollt ihr ja gar nicht sehen, glaube ich. So. Charakter, okay. So. Also, hier sind wir durch. Jetzt muss ich wieder zurück. Links oder rechts? Rechts. Gut, das haben wir. Jetzt können wir weitermachen. Ja. Ich hätte mir halt so gewünscht, dass die Musik sich ändert. Macht sie leider nicht. So, ich hoffe jetzt nicht, dass da irgendwo jetzt Monster dazugekommen sind. Das wäre schade. So. Also da ist also Shu und mein Geheimversteck. Soweit ich das noch weiß. Es sollte eigentlich eine Art Apotheke drin sein. Ja. Okay, rote Kapseln, rote Kapseln, rote Kapseln. Was ist das? Mhm. Die ist aber neu. Die Zwischensequenz. Die war nicht im ersten Durchgang.
でありがとう。私も Glaube ich, die roten Kapseln. 自分だけで頑張るよ。Okay, keine Ahnung, was in dem Brief stand, aber sie lässt die roten Kapseln zurück. Brief an meinen Partner. Hey Partner, wir haben einige ziemlich erbitterte Schlachten gemeinsam überstanden, was? Wir mussten uns sogar von unseren vielen Kameraden auf dem Schlachtfeld trennen. Ich hätte nur nie gedacht, dass sich auch unsere Wege trennen würden. Aber wenigstens wird unser Abschied kein Tod auf dem Schlachtfeld sein. Von jetzt an kannst du mich um nichts mehr bitten, okay? Denn ich kann nicht mehr mit deiner Hilfe rechnen. Du musst jetzt auf dich selbst aufpassen. Ich werde nicht da sein, um dich in Sicherheit zu bringen, wenn du fällst. Aber wohin wir auch gehen und was wir auch tun, wir werden immer ein Teil der Weltraumarmee sein. Und wir werden immer Partner sein, verstanden? Danke für alles, Hinako. Haustierschlüssel zu Shus Haus. Der Schlüssel zu Shus Haus sieht aus, als wäre er dort liegen gelassen worden, voller Schmutz von Shus ausgiebigen Anbau an Kräutern. Einen Moment. Shus medizinisches Wissen steht dem eines erfahrenen Apothekers in nichts nach. Von Inhaltsstoffen und Wirksamkeit bis hin zu dem Medikament, das am besten zu deinem Körper passt. Du nennst es und er empfiehlt was. Man kann ihn mit all dem Leiden konsultieren, die das Erwachsenwerden mit sich bringt, von Kopfschmerzen bis Akne und so weiter. Er empfiehlt Medikamente und gibt auch Ratschläge zu alltäglichen Lebensstilen. Es ging das Gerücht um, dass Akne tatsächlich verschwindet, wenn man Shus Rat befolgt, und mittlerweile ist er bei den Mädchen sehr beliebt. Ich leide häufig unter Kopfschmerzen, also verschreibt mir Shu Medikamente, die auf meine Symptome abgestimmt sind. Und das hilft wirklich. Das sind die roten Kapseln, die er ihr verschreibt, aber... Machen wir gleich. Aber... Die roten Kapseln... Guck mal, sind sie alle weg. Die roten Kapseln führen bei mir als Nebeneffekt zu Wahnvorstellungen. Deshalb spielen wir jetzt im zweiten Durchgang, deshalb nehmen wir ja keine mehr. So. Und damit ist wohl relativ klar, was dieser Brief eben zu bedeuten hatte. Oder von wann der ist. Der ist nicht jetzt von dem, ich sag mal, 15-jährigen Schulkamerad Shu von Hinako, von der 50-jährigen Hinako. Nein, der Brief ist von dem Shu, den er ihr vor der Hochzeit gibt. Oder irgendwie sowas. Also der ist von einem etwas älteren Shu. An eine ältere Hinako. Die Hinako heiratet, glaube ich, mit 18 bis 20. Sie ist hier in der Mittelschule, sie ist so 13 bis 16 irgendwie. Die Briefe, die man aber findet, sind von den älteren Versionen geschrieben. Der jeweiligen Schreiber vom Brief. Also der Brief war jetzt von einem 20-jährigen Shu an eine 20-jährige Hinako eigentlich. Und er hat halt gesagt, du heiratest jetzt einen anderen Mann. Wir verabschieden uns hier. So. Gut. Wir verabschieden uns hier noch nicht. Habt ihr jetzt gedacht, hä? Das wäre natürlich die perfekte Überleitung gewesen. Ist es aber nicht. Ich gehe natürlich noch gucken, ob sie da sind. Weil ich glaube, dass ich da jetzt einen Telefonanruf kriege. Shu, Rinko? Ach, schön, dass die... Achso, nee, ich wollte gerade sagen, dass die Tür nicht abschließen. Ich habe ja den Schlüssel benutzt, sorry, ja. Habe ich schon wieder vergessen quasi.
Der hat ja gar keine Schuhe an. Der Schuh. Schuh. Das ist nicht Schuh. Das ist nicht Schuh. So, heute gibt es wieder eine längere Folge, ihr habt es gerade gemerkt. Ach, wir gehen jetzt wieder in den Keller. Also ich habe es beim ersten Durchgang Keller von dem Schrein genannt, von dem dunklen 私 Schrein. は襲えません。 Lauf, beeil dich, es gibt kein Zurück. はい。 Sie redet mit ihrem Freund, oder? Also mit dem Fuchsgott redet sie gerade. 姿が見えなくとも一緒にいるのを感じます。 私頑張ります。あなたにふさわしくなるように。 Gut. Hier kann ich mich noch dran erinnern, dass es da rechts nicht weiterging. Das weiß ich noch sehr gut. So. Ah, da vorne hat gerade jemand das Licht angeknipst. Hier knipst überall jemand das Licht an. Moment. Ich muss natürlich gucken, ob es immer noch nicht weitergeht. Ja. Immer noch nicht. So. Warte, warte, warte. Ist euch gerade da die Tür aufgefallen? Genau diese da. Sieht komisch aus, oder? 私はずっと迷っていたんだ。 Okay. Kennst du mehr wie ich. 今はもう道に迷いはない。 Hört ihr auch dieses Atmen? So. Zack. Noch ein letzter Blick auf die Karte. Na, ja super, wir haben uns jetzt ein bisschen, weißt du, normalerweise wären wir da drüben durchgegangen hier. Ja, haben wir uns jetzt ein bisschen Weg gespart. Hat sich ja voll rentiert. Okay. Aber ich glaube, das wäre jetzt das gewesen, wo wir die Maske gekriegt hätten. Wo wir das Ganze mit der Maske da und das haben wir uns alles gespart. Da haben wir jetzt alles schon. Das heißt, Entschuldigung, wir können diese ganzen Türen können wir schon aufmachen. Und das Siegel, um zum Beispiel diese Tür hier zu öffnen, habe ich ja auch schon. Also Siegel, den Arm braucht man da, glaube ich, oder? Ne? Ah. Da liegt ein Brief. Feierlicher Brief. Übersteh die Begrüßungszeremonie und Hinako wird in blendender Schönheit neu geboren. Ahnengeister der Tsuneki, die auf Befehl des Kutsu no Miya in der Segnung des Himmels verweilen, bietet Hinako eure Worte des Jubels an, denn sie hat dieses Ritual abgeschlossen. Mhm. War nicht cool. Ich gucke mich jetzt hier noch ein bisschen um. Hier die Wand kann man wegmachen. Junge!
Das war gemein. Dass der das war, der da hinten dran steht und stöhnt. Ja komm, dann können wir die Tür auch noch gleich aufmachen. Mit unserem schönen starken Fuchsarm. Jetzt ist mir's auch egal. So. Zack. Alle Türen offen jetzt hier im Umkreis. Sehr gut. Aber jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss, ihr Leute. Wir sind gut drin. Wir haben gute Strecke gemacht. Eigentlich nicht. Wir sind durch den Wald gelatscht. Schönen Spaziergang durch den Nebelwald gemacht. Wir waren bei Schuh zu Hause. Er leider nicht. Schade. Deshalb geht's hier morgen weiter. Und dann gehen wir mal hier ein bisschen Türen öffnen mit unserem Superblick und Superarm und alles super. Okay? Danke. Auf Wiederschauen. Bis morgen, ihr Leute.